Herzlich willkommen zum diesjährigen Jahresrückblick hier bei RetroCash auf dem Kanal, über den Kanal. Was haben wir denn im 2020 da alles so gespielt oder in Angriff genommen? Das wird hier kurz zusammengefasst. Natürlich ist das Jahr für viele nicht einfach gewesen, gerade wegen der Corona-Krise, aber für das Gaming mehr oder weniger an sich hat es gleich etwas Positives gehabt, weil man hat doch durchaus daheim mal Zeit gehabt, um halt auch wieder mal ein älteres Spiel rauszunehmen und das Ganze anzuspielen oder durchzuspielen. Sicher ist da noch ganz ein kleiner positiver Aspekt vom letzten Jahr unter den ganz vielen negativen, die wir hatten, möchte aber eigentlich gar nicht weiter darüber reden, darum lassen wir doch das Thema einfach mal beiseite. Zuerst mal wieder ein Dankeschön an alle Abonnenten, Kommentarschreiber und Like-Button-Drucker. Leider habe ich mein Ziel von 20 Abonnenten im 2020 nicht erreichen. Was aber auch nicht so schlimm ist, denn ich mache das Ganze ja zum Spaß haben und ich möchte einfach Spaß haben bei dem, was ich gerade spiele. Darum ist es ja auch eher Low Content und darum ist das Ganze eigentlich auch nicht verwunderlich. Somit kommen wir zum eigentlichen Jahresrückblick, wo ich einfach auf die etwas längeren Let's Plays eingehe, die wir im letzten Jahr gemacht haben und die kurzen Sachen, also Spiele für Gelegenheitsspielerinnen, Gelegenheitsspieler, die sehen ihr ja da am Anfang kurz ein bisschen eingeblendet. Also fangen wir doch einfach gerade an mit dem ersten Spiel und das erste Spiel, das wir in Angriff genommen haben dieses Jahr, ist Urban Trail Playground gewesen. Und ja, ich habe einfach wieder mal Lust gehabt, um ein bisschen etwas Neues zu spielen und ich habe es mir einmal gekauft im eShop, wo es Aktion war und es hat mir gefällt und darum habe ich gedacht, ja, dann machst du halt gerade noch ein Let's Play kurz auf deinem Kanal dazu und darum habt ihr da leider ertragen das Jahr. Nachher sind wir zu Nintendo World Cup, ein Fußballspiel auf der Nintendo Entertainment System, kurz NES, ein Spiel aus meiner Kindheit, das mich ziemlich geprägt hat und ist eines der ersten 4-Player-Spiele, die ich gespielt habe. Und es ist einfach legendär, weil wir uns da einmal für Battles geboten haben. Pure Nostalgie und jedem zu empfehlen, der sie in der Kindheit schon mal gespielt hat, um es wieder mal vorzuholen und nochmal zu spielen, glauben wir, es fängt auch heute noch. Nachher haben wir dann eher wieder ein bisschen ruhigere Kugeln geschoben, und zwar bei Mario Golfs Advance Tour, ein GBA-Spiel, wo ich nachträglich mal nachgeholt habe, wo aber relativ nah am Nintendo 64 dran ist und das Nintendo 64 Mario Golf liebe. Habe ich auch schon überlegt, um ein Let's Play machen dazu, aber ich glaube, das Ganze würde eher ein bisschen zu lang gehen. Aber vielleicht kommt es ja irgendwann einmal noch, lasst euch doch überraschen. Ja, nach dem Slowdown-Spiel haben wir wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen, und zwar mit Tony Hawk's Downhill Jam für die wie schon im Let's Play angesprochen, es ist eine Mischung zwischen einem Tony Hawk Spiel und einem SSX-Spiel, und jeder, der eine von diesen beiden Reihen liebt, für den ist es einfach ein Must-Play, finde ich heute noch. Ihr seht da draußen vielleicht ein bisschen anders, aber ich denke jedes Mal wieder, wenn ich es reinrühre, es ist einfach ein cooles Spiel und es ist auch relativ gut gealtert und der Soundtrack drauf ist natürlich auch gut. Der hat natürlich wieder für ein paar Strikes gesorgt, okay, aber ja, mit dem können wir leben. Ich mache das Ganze nicht aus kommerziellen Gründen, sondern einfach zum Spaß haben. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen aufs Ende vom Jahr, und zwar mit F-Zero X für den Nintendo 64. Ein Must-Have für jeden Rennspielliebhaber oder jeden Nintendo 64 Besitzer. Das Spiel zu dieser Zeit ist einfach Bombe, Hammer, mega geil gewesen. Und jeder, der es noch nie gespielt hat, holt es euch. Holt es einfach mal nach, sofern ihr noch ein bisschen etwas mit Retro-Games könnt anfangen. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit dem Jahresrückblick 2020. Der Jahresrückblick 2021 wird mit Sicherheit irgendwann einmal folgen. Darum, wenn ihr das App auch nicht möchtet verpassen, dürft ihr natürlich gerne ein Like oder ein Abo da lassen. Natürlich dürft ihr auch einen Kommentar da lassen mit Anregungen und Wünschen. Und da bin ich natürlich immer froh, weil ein bisschen weiterentwickeln möchte ich mich gleich, auch wenn ich das Ganze da nicht so ernst nehme oder professionell betreibe wie andere. Somit wünsche ich euch, dir ganz einen guten Rutsch ins nächste Jahr und hoffen wir doch einfach, dass das nächste Jahr nicht ganz so turbulent wird wie das letzte und dass wieder ein bisschen mehr Normalität einkehrt. Das war es von mir, vielen Dank und man hört sich.